Da bin ich ein bisschen ans Limit gekommen, weil plötzlich ist man so am Duschen und die Kamera filmt plötzlich so. Das werden ihr dann auch alle noch sehen. Ich bin nicht sicher, ob ich das sehen will. Salamander miteinander, da ist der Lionel. Ich bin hier in Zürich und das Wetter hat uns ein bisschen im Stich gelassen, aber ich bin mir sicher, die Zürcherinnen und Zürcher werden mich doch niemals im Stich lassen. Los geht's. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für mich. Von wo kommst du? Ich komme aus Zürich. Von Zürich, du bist eine Zürcherin. Ja. Glücklich und zufrieden mit deinem Leben hier in Zürich? Nein. Nein? Warum nicht? Leben halt. Und wir sehen hier eine alte Bekannte. First Dates, First Dates, First Dates, First Dates, Date, First Dates, First Dates, First Dates, Daten, First Dates, First Dates, Date, First Dates, First Dates. Wievieltes Interview ist das jetzt überhaupt bei mir? Gute Frage, ich glaube das 4. oder so. Es muss mehr als das 4. sein, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo anfahre, dann tue ich es halt in meiner Instagram-Story posten und dann kommt der Gianluca ganz magisch auch dort an. Ist das nicht unglaublich? Das ist schon ein bisschen unglaublich. Über welches Thema sollten wir in der Schweiz deiner Meinung nach mehr reden? Cannabis legalisieren. Okay. Sprichst du da aus persönlicher Betroffenheit? Kann man so sagen. Ich würde sagen, über die positive Seite der jungen Menschen. Ich finde, das kommt manchmal fast ein bisschen zu kurz. Über Frauenrecht. Frauenrecht? Ich kann nicht viel sagen, ich will ein bisschen mehr AHV. Du hättest gerne ein bisschen mehr AHV, okay. Ja, allgemein ein bisschen lockerer werden und so. Kannst du uns mal eine Anekdote, also eine Geschichte aus deinem Leben erzählen, wo du richtig locker gesehen bist? Ja, halt dort, wo ich so TV-Auftritte hatte und so. Und was würdest du sagen, über welches Thema reden wir in der Schweiz zu viel? Vielleicht ein das ganze Gender-Getue. Okay. Kann man so sagen. Ja, vielleicht zu viel über das Geld. Oh. Ja, ich finde, man redet viel zu viel über das Geld und zu wenig über das, was vielleicht auch noch sonst wichtig könnte sein. Über Sport. Über Sport? Also nicht der Sport. Jederzeit über den Federer, aber Fußball gehört mir viel zu viel, so finde ich da, ja. Das ist ein bisschen langweilig. Ukraine-Russland-Konflikt auf jeden Fall. Also es gibt auch andere Flüchtlinge, aber irgendwie sind die Ukrainer gerade on top und denen wird mehr Respekt gezollt als anderen Flüchtlingen und das finde ich Quatsch. Würdest du sagen, wir sollten in der Schweiz mehr über Geld reden? Ja, das sollte schon auch in unser Bildungssystem integriert werden. Mehr integriert. Also gerade schon zur Schulzeit sollte das anfangen? Ja, meiner Meinung nach schon. Würdest du mit uns teilen, wie viel du monatlich verdienst? Ja, ich bin eigentlich locker über das. Ich denke jetzt so mit Werbespot, den ich auch mache und so 3'500, 4'000, das reicht locker so. Und von dem kannst du gut leben? Ja, jetzt kann ich auch gross leben halt mit der Reality-Show. Da kann ich schon sagen, das sind es 11'000 oder so. Also ich hatte ein richtig hohes Lohn, bin jetzt seit langer Zeit mit gar nichts unterwegs. Aber ich lebe jetzt quasi wie ein Pensionierter, bin noch nicht pensioniert, aber genieße so ein quasi pensioniertes Leben mit 0 Gehalt im Monat. Weißt du schon, was du später beruflich machen willst? Ich will mal Polizistin werden, wenn ich grösser bin. Wir müssen uns fast schon vor dir in Acht nehmen, weil gewisse Leute haben zum Beispiel gesagt, sie sind für die Cannabis-Legalisierung und da kommst du als Polizistin natürlich sofort angerannt und sagst, das geht gar nicht, oder? Ja, aber ich meine, lebt euer Leben, I guess. Solange es die Polizei nicht entdeckt, I guess. Ich bin Stewardess. Okay. Und ich bin Liegenschaftenmakler. Und das war erträglich, das Liegenschaft? Ja. Sonst könnte ich mir in Zürich nicht leisten. Okay. Was würdest du sagen, was ist das grösste Accomplishment in deinem Leben? Also das Beste, was du je erreicht hast? Mein Bestes, was ich je erreicht habe, ist jetzt, dass ich bei so MTV bin. Das finde ich schon krass. Weil vor einem Jahr hast du mir noch gelacht, hey, First Dates. So ist wirklich unten gewesen. Und jetzt MTV ist wirklich ein Monat Koh Samui. Hey, ist mega geil gewesen, ich sage euch ehrlich. Ja, ich würde sagen, dass ich zu mir selber gefunden habe und mich immer mich selber sein, ohne dass ich mich verstecken dahinter. Ich glaube, dass ich das Beste halt, dass meine Zeichnungsfähigkeiten besser geworden sind und ja, dass ich ein Liebesleben habe. Dass du ein Liebesleben hast oder ein Liebesleben? Ja. Okay, cool. Was würdest du sagen, oder würdest du uns deine unpopulärste Meinung verraten? Dass blonde Frauen per se dumm sind. Darf ich zu dem etwas erzählen? Ich habe mal die Haare blond gefärbt und ich habe wirklich gemerkt, dass mich die Leute dümmer behandeln. Das war unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Jetzt habe ich eine Frage, wie viel ist dein Outfit wert, das du heute da hast? Nicht viel. Vielleicht 100 Franken. 120 Franken oder so etwas. Wenn ihr, dass der Gianluca mal ein Interview macht auf meinem Kanal, ihr könnt das mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist es ja wirklich lustig. Ich meine, ich beklage mich darüber, wenn ich eine Woche lang frei habe. Also von dem her, was würdest du den jungen Leuten mit auf den Weg geben? Was ist das Wichtigste im Leben? Freundschaften. Ja. Gute Freundschaft. Ja, das ist so wahr. Ausbildung.
Nein, sicher, die Ausbildung war immer sehr wichtig. Ja. Gewesen. Aber die Liebschaft auch, als man jünger war. Oder? Ja. Jetzt ist es uns gleich. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es gleich. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Schaut auch bei meinem rechtlichen Kanal Liga Lionel unten gerade vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Hasta la Pasta!